So, alle zusammen. Die Hexer. Wir sind hier im festlichen Gewand und schauen hier dieser schönen Maid zu, wie sie tanzt. Hübsch, hübsch. Igitt. Wie geht's? Das nennst du laufen? Super. So, wenn wir in die Küche. Hast du den hinten noch versteckt? Ah, Du kommst von weit er her. liegt da. Machst du da? Liegst du da auf der Treppe? So, also. Gehen wir schauen, zu dem Leichenschmaus. Sagt man. Irgendwo ist Jennifer. Können wir die suchen? Was denkst du? Freya sei dir hold. Kendall wacht über dem Clan Thyrse. Ja, Nur das ist endgültig. Jetzt stolzieren sie hier rum, die sind auf Abenteuer aus. Oh, kann ich nicht klauen. Wie da? Angeblich ist Logos auf einen Da, da. Geht's mit Tanzen? sondern gegen uns. Wenn den Waffenstillstand bricht, macht er seinem Namen alle Ehre. Und wenn mir sein Junge in die Quere kommt, hau ich ihn grün und blau. Aha, okay. Er war dem Abend in der Taverne, blau wie ein Bootsmann. Mit einem Wort. Schwachsinn. Was ist das für ein Hebel? Ein Lift. Für was ist der Hebel? Ich bin im Eimer. Keine Ahnung. Tut mir leid. Gehen wir ein bisschen auf eine Erkundungstour halt. Was ist da? Geschlossen. Gut. Was ist denn da drin? Ja, mal das Licht abstellen. Ist nicht gut. Bist du für eine? ich hab zu tun. Oder eine? Also. Gut. La Fische. Ah, jetzt muss ich dort auf die Burg hoch irgendwie. Aber ich ziehe meine gute alte Axt vor. Du bist nicht aus dem Hilfsgarten. Hey! Pass bloß auf, Habe ich jetzt Stegen auf? Nicht wütend. Ja, jetzt Stegen auf. Ah, mein Bussali kommt noch. Sali Bussali. In der Jarla rufen lassen. Nein. Alle Bussali. Psst. Aber Bastard! Psst. Jetzt warten die Büsse. Touch. Hure cool, ehrlich. So hure geil. Das ist einfach ein roter Balken, und da passt es irgendwie gar nicht rein. Möge deine Axt nie zerbrechen.
Oh, da. Es gibt ein Netz da. Freunden zeigen Hast wir du das gehört, dass Herz. der Aufzug gestern Die stecken Angst. geblieben ist? Merkt ihr das? Kjeld hing einen halben Tag oben, bevor er runtergeholt wurde. Nur Dummköpfe lassen sich in einer Holzkiste in die Luft ziehen. Aber in einer Holzkiste auf dem Meer schwimmen, das findest du gut. Wenn man vom Schiff fällt, kann man schwimmen. Wenn man aus dem Aufzug fällt, bleibt nur das Begräbnis. Ja, das hat etwas, eh? Ja, muss noch weiter hoch. Muss noch weiter hoch, du. Also hier durch. Also wir waren vom Clan Türsachen Ah, da ist sie. von den Klippengipfeln widerhallen. Jennifer. Mein Zeichen. Bran war ein großer Herrscher. Er verdient einen würdigen Nachfolger. Du hörst dich an, als hättest du schon jemanden im Auge. Dass Skellige keine Erbmonarchie besitzt, ist das größte Problem. Jeder Emporkömmling kann zum König gekrönt werden und das Vermächtnis seines Vorgängers zerstören. Der König der Inseln hat eher symbolischen Charakter. Und auch das sollte sich ändern. Wir brauchen heute einen starken Herrscher mit echten Machtbefugnissen. Stellst du mich vor? Das ist mein Freund Geralt. Und das ist Birna, Witwe von Bran, des geliebten Verstorbenen. Die Königin Mutter. Sehr erfreut, dich kennenzulernen, Geralt. Bitte entschuldige, aber an einem Tag wie diesem kann ich nicht meiner Vorliebe für lange Gespräche frönen. Du hast also deine eigene Kleidung gewählt. Du weißt aber hoffentlich, dass wir zusammen wie Spitzenrüschen auf einer Streitaxt aussehen. Jeder hat seinen eigenen Stil. Wir sollten uns unters Volk mischen, bevor alle betrunken sind. Dann sagt keiner mehr was Vernünftiges. Das stimmt. Ich weiß zwar nicht, was Krach will, aber wir sollten einen kühlen Kopf behalten, wenn wir ihn treffen. Ich trinke nichts. Warum sollte ich meinen Verstand in so einer angenehmen Gesellschaft vernebeln? Wirst du mir den ganzen Abend Komplimente machen? Nein, ich werde nur sagen, was ich denke. Oh, das Kleid sieht gut aus. Geralt, der alte Charmeur, du. Länger auf den Inseln bleiben. Was habt ihr zum Abschiedsfest mitgebracht? Brot, Schafskäse. Unser Wagen ist voller Beute, die wir den Schwarzen abgenommen haben. Wir haben noch Wein aus fernen Melitele-Tempeln. Geralt, da ist etwas, was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte. Dein Bart. Warum lässt du ihn wachsen? Weiß nicht so recht. Muss schon sagen, er steht dir. Ja. Ich habe ihn zwar vorhin gerade abgeschnitten, aber ist ja gleich. Dame Jennifer, mein Herr. Sei gegrüßt, Arnwald. Mein Begleiter ist Geralt von Riva. Ist mir eine Ehre. Salut. Die Ehre ist ganz meinerseits. So viele Gäste. Sie sind hier, um dem König die letzte Ehre zu erweisen und um zu sehen, wer Anspruch auf die Krone erhebt. Wir wollten mit Krachan Krejt sprechen. Der Jarl wird bald zu uns stoßen. Er hat euch einen Ehrenplatz am Tisch zugedacht, direkt neben seiner Tochter Cerys. Folgt mir bitte. Hier sind unsere Plätze. Ich habe darum gebeten. Wollte den berüchtigten Hexer Geralt treffen. Wir sind uns schon begegnet. Vergessen? Das ist ewig her. Chalmer und ich waren noch Kinder, als du unseren Vater zuletzt besucht hast. Doch jetzt zu den Mitfeiernden. Ich habe die zweifelhafte Ehre. Das ist Halbjorn, Sohn von Holger Schwarzhand. Blaujung Lugos, Erstgeborener von Lugos dem Irren.
Und der mit dem Stockfisch ist Ottrik Anhinder. Wir sitzen offenbar nur mit Jarlssöhnen zusammen. Cerys an Krayt ist eine Jarls Tochter, Geralt. Jarls Töchter sind Jarls Söhnen gleichgestellt. Schon gewusst, dass jeder Einzelne von Brands Nachfolge träumt? So sehen sie aus. Cerys ist neidisch. Denn wer von uns die größte Tat vollbringt, wird zum König gekrönt. Wir wissen doch alle, dass Taten nur Nebensachen sind. Unsere Väter bestimmen, wer die Krone bekommt. Was meinst du, worüber sie mit Krach gesprochen haben? Du redest so, weil du weder stark bist noch Talent hast. Weißt du noch, als Chalmar uns alle zu einem Rennen auf den Berg rausgefordert hat? Du hast nicht mitgemacht. Als er seine Axt als Zeichen des Siegs in den Baumstumpf gerammt hat, hast du dir am Feuer deinen Hühnerknochen gewärmt. Hatte meine Gründe. Aber ich hätte gewonnen. Und auch jetzt würde ich gewinnen. Wo du ihn gerade erwähnst. Chalmar ist nicht hier. Mein Bruder geht seine eigenen Wege. Aber wegen des Rennens. Warum wiederholen wir das nicht? Ich schlag euch alle und den Hexer auch. Und wenn ich ihn bezwinge, wäre das eine große Tat. Macht ihr mit? Wenn der Hexer mitmacht. Geralt? Ja, val dabei. Gern. Wie sind die Regeln? Wer Chalmars Axt aus dem Baumstumpf auf dem Hügel zieht, hat gewonnen. Wer den Weg verlässt, hat verloren. Und ich habe schon fast gekotzt vor Langeweile. Los geht's! Haha, cool. Da sind wir. Ihr müsst von hier aus die Spitze dieses Bergs erreichen. Dort seht ihr einen Eichenstumpf, in dem Chalmars Axt steckt. Wer sie zuerst rauszieht, hat gewonnen. Ich bin bereit. Rennt los, wenn ich ins Horn stoße. Zu Fuß. Wollen wir um was wetten, Lugas? Also, meine lieben Leute, ich muss da heute Audio, ich muss auch die Musik ein bisschen leiser tun. Oder die Stimme ein bisschen lauter, so. Ah, ungefähr. Ein bisschen lauter die Stimme. So, ungefähr, hä? Kannst du mir eh nicht leisten. Zeig mir, was du kannst, Monsterschlechter! Wo ist sie denn? Ah. Siegend. Ja. Gut. Oh, jetzt. Wo ist sie durch? Ist sie doch nicht durch muss? Ah, dort. Ah, jetzt hat sie Vorsprung, ne? Alle wieder. Schnell, der Axtgriff verrottet schon! Kein Ausdauer mehr. Beeil dich, alter Mann! Ja, ja. Erste! Hier Sie ist hat mich Chalmars geschlagen. Axt. Ich hab den berühmten weißen Wolf geschlagen. Gratuliere. Gehen wir zurück. Ich werde gern allen von deinem Sieg berichten. Ja, das ist vielleicht auch nicht schlecht.
Ich sehe, der Leichenschmaus ist schon in vollem Gange. Hab euch nicht mehr gesehen. Wer hat gewonnen? Ceres hat bewiesen, dass sie ihrem Bruder Hjalmar ebenbürtig ist. Sie hat die Axt von der Klippe geholt. Unmöglich. Jetzt weiß ich, warum Hjalmar dich Sperma nennt. Schluss mit dem Gelaber. Trinken wir. Ja, komm. Auf Ceres. Met und einen Krug für den Mann. Auf Bran! Möge es ihm im Jenseits an nichts fehlen. Auf meine wunderschöne Begleiterin. Es war nett mit euch. Leider müssen wir jetzt weiter. Wirklich? In der Tat. Wir müssen reden. Nicht hier. Hinter dieser Tür sollst du alles erfahren. Okay. Sie werden Balladen über dich singen. Danke. Schämst du dich nicht? Schämen? Warum sollte ich? Eine Königin sollte ihren König Ja, der Fisch sieht gut aus. So will es die Tradition. Was hast du in den Ich bekomme irgendwie Hunger, wenn die da gemessen sind. Wohlgesonnen, ja. Das finstere, weite Meer werd ich fahren. Ich lasse dich daheim, du hältst mich für gemein. Übers finstere, weite Meer werd ich fahren. Auf meine Insel. Dieses Quick. Darf ich vorstellen? Geralt von Riva, ein Hexer. Geralt, das sind ja Dona Anhinda und ja Lugos der Irre. Lugos einen Irren zu nennen, ist eine Beleidigung für alle Irren. Er ist ein gewöhnlicher Ziegenficker. Nenn mich noch einmal Ziegenficker und ich schlag dir den Kopf ab, steck ihn auf einen Spieß und piss in deinen Hals. Genug. Das klären wir hier und jetzt. Jetzt machst du mir aber Angst. Ich scheiß mir in die Hose. Steck das lieber weg, bevor du dir noch selbst wehtust, du Fixer. Ich dachte, die Skelliger hätten während der Festlichkeiten einen Waffenstillstand. Ich kenne die heiligen Bräuche, aber ich werde nicht kampflos zusehen, wie Lugos Hindasfjall überfällt. Vor dir hat keine Angst, Dona. Schon bald werde ich deine Priesterinnen ficken, aus deinem Krug trinken und auf deinen Tisch scheißen. Kannst die Kerzen für mich brennen lassen. Der Kaiser wäre hocherfreut, euch zanken zu sehen. Die kaiserliche Hoheit kann gerne vorbeikommen. Soll er doch hersegeln. Wir fürchten die Schwarzen nicht. Küstenstädte plündern ist eine Sache. Krieg mit dem Kaiser eine andere. Hast eine große Klappe. Geh lieber deinen Kessel umrühren und ein paar Furunkel ausdrücken, Hexe. Halt's Maul, wenn du keine Ahnung hast. Weißt du was, Lugos? Ich scheiße auf eure heiligen Regeln der Gastfreundschaft. Na, endlich. Etwas Kurzweil. Ich hätte schon fast gekotzt vor Langeweile. Na los, Missgeburt. Zeig uns, aus welchem Holz du geschnitten Aha, bist. eins auf das Kläffchen schon. Das ist verdient, der Sieg. Oh, ich gebe dir einen Totenkopf. Fehler. Polier ihm die Fresse, Weißhaar. Hau ihn zu Brei. Übers finstere, weite Meer werd ich fahren. Ich lasse dich daheim. Schlag ihm in die Fresse. Lass ihn Ja, wieso kann ich den nicht? Soll er an seinen Zähnen ersticken? Oh, wir nehmen wir schon noch. Polier ihm die Fresse, Weißhaar. Hau ihn zu Brei. Schlag ihm in die Fresse. Lass ihn deine Faust schlucken. Soll er an seinen Zähnen ersticken? Duck, duck. Keine Chance, ist mein lieber Freund. Ui. Oh. Autsch. Das Sauhund. Oh. Hier, nimm das. Und das. Und das. Noch eine. Noch eine. Ich reiß dir die Nüsse ab, du Made! Finstere, weite Meer. Du bist fort. Dort ließ
ließ ich zurück den Schmerz. Verbannte dich aus meinem Herz. Jane! Alles genug? Hast echt gut ausgeteilt. Seh immer noch Sterne. Alles dreht sich wie ein Windrad im Sturm. Wir sind quitt. Du solltest dich bei der Dame entschuldigen. Nichts für ungut, meine Liebe. Ich bin der aufrichtigen Überzeugung, dass Zauberinnen gebraucht werden. Schon gut. Vergiss es einfach. Sehr gut. Männer prügeln sich nun mal gern. Reich mir die Hand, Hexer. Das war's wert. Hexer, lass uns einen trinken. Als Beweis, dass du es mir nicht übel nimmst. Und besuch mich bald. Ich bestehe drauf. Jorund redet dauernd davon, dass er einen Hexer in den Spukleuchtturm bringen will. Oh. Tu mir den Gefallen und triff dich in der Taverne bei Arinbjorn auf ein Bier mit ihm. Dann hast du es auch nicht weit bis zu mir. Und wir können was Stärkeres kippen. Auf unseren Nächsten. Klar, lass uns einen heben, Lugos. Was spricht schon gegen ein Schlückchen in guter Gesellschaft? Nichts. Aber denk dran, dass wir nachher wichtige Dinge besprechen müssen. Ja, aber noch. Nüchtern. Ich denk dran. Trinke so, wie du kämpfst. Dann werden wir Spaß haben. Auf Bran! Hat der nicht Auf Jarl sagen. Lugos den Irrsinn Ja, komm. und seinen Irrsinn. Tut uns leid. Wir sollten noch mit ein paar anderen Gästen reden. Ich lasse dich daheim, du hältst mich für gemein. Das finstere, weite Meer werd ich fahren. Und jetzt? Jetzt sehen wir uns Moissaks Labor an. Ich wusste nicht, dass wir eingeladen sind. Sind wir ja auch nicht. Gut, sind wir dabei. Ich nehme an, Moissak ist nicht da. Das stimmt. Und was soll dieser Besuch bezwecken? Wir suchen etwas. Die Maske von Ouroboros. Wir brauchen sie. Komm, Geralt. Ist gut, mit der Jennifer kann man Essen Erzähl stellen. mir, wozu du diese Maske brauchst. Mach ich. Zur rechten Zeit. Und du bestimmst, wann die ist? Genau. Im Vorbeigang tun wir auch noch ein bisschen plündern. He? Wenn wir schon gerade da sind. Jennifer wartet sicher, Orti. Ja, das nehmen wir alles mit. Dann können wir nicht ein Ding machen. Dann. Ich muss das Bierchen mitnehmen. Schritte. Psst. Wachen. Schnell, hinter den Wandteppich. Spatzen piepsen und Stare zwitschern. Und was machen Dohlen? Dohlen krächzen. Goldfinken trällern und Kraniche rufen, während Pfaue kreischen. Habichte schreien, Lerchen trillern und Tauben gurren. Das sind alle. Was ist mit Nachtigallen? Oh ja, Nachtigallen singen.
Das ist ein vielsagenslächler gewesen. Super. Das war nah dran. Wow. Die lässt sich nur schwer öffnen. Immer eine neue Überraschung. Siehst du die Raben? Nicht zu übersehen. Moissaks Spione. Ein Zeichen, dass wir in der Nähe seines Labors sind. Außerdem spüre ich eine magische Aura. Komm, hier ist ein Sims vor dem Fenster. Da müssen wir entlang. Musst du durchklettern, oder was? Ah. Ich habe schon Hässlicheres gesehen. Geralt von Riva, ein Romantiker. Das ist wirklich schön. Hä? Wo bist du? Ah. Das ist wirklich schön. Cool. Nach dir. Da ist zu, hä? Oh. Erstaunlich, wie eine Spielerei einen Mann geheimnisvoll und faszinierend macht. Vor allem einen Druiden. Er muss ein echter Naturliebhaber sein. Sieht geil aus. Salireli. Hirschli. Ja, untersucht. Sieht lebendig aus. Sieht lebendig aus. Ah, muss ich das untersuchen denn? Ja? Was hast du vor, Jen? Sieht lebendig aus. Kann ich etwas anführen? Oh, schau da, hier ist etwas. Ist sie rot? Ist sie rot? Hm? Wenn ein Jäger so etwas im Wald sähe, würde er sicher drauf schießen. Wir hatten einen in Kaer Morhen. Ach, bitte. Was, ach bitte? Ja. Eine Wasserschüssel. Zur Teleprojektion. Eine Spiegelung Oh. von Moissak erscheint auf der Oberfläche. Die Bittsteller sprechen zu ihr. Ah, okay. Was ist da noch? Ah, Was ist passiert? Ich habe mich geschnitten. Die Tür ist verschlossen. Die Tiere, sie sind lebendig. Jen, pass auf. ui. Ja. Da tue ich grad wie.
Was soll ich nehmen? Das. Das. Aber ich tue es gerade reparieren noch. Monster. Ich kann sie spüren. Sie kommen näher. Sie sind überall. Da, die niemals. Verdammt, bist du hässlich. Wie soll ich die? Hier riecht es nach Pilzen. Für mich riecht es nach süßem Gras, was in der Sonne trocknet. Eines weniger. Wieso haben die alle so einen Totenschädel oben drum? Hä? Hä? Was ist passiert? Du hast halluziniert. Du bist auf Moisaks Tiere losgestürmt mit dem Schwert. Ich musste dich beruhigen. Sollten ihre Rasse. Könnten wir diesen kleinen Vorfall für uns behalten? Natürlich. Die Tür ist auf. Wir gehen weiter, sobald du deine Jagdtrophäen eingesammelt hast. Lass uns reingehen, Geralt. Schwertbalken, ich aber jetzt im Rücken, ich sage dir's. Jagdtrophäen, kann ich etwas looten, oder was? Ich bin da einfach. Sieht lebendig aus. Ah, jetzt nicht mehr. Ja? Ich schließe die Tür ab. Wir wollen ja keinen Verdacht erregen. Ah, das Labor unseres Droiden. Lass es uns gründlich durchsuchen. Die Maske von Ouroboros muss hier irgendwo sein. Die wunderbare Welt der Insektoiden. Ritualpflanzen. Was sagt man dazu? Raymond Marleuf, eine erweiterte Biografie.